Guten Morgen, Herr Kartheiser. Guten Morgen, Madame Görens. Was ernähren dann den größten Enjeu von diesen EU-Wahlen? Ich meine mir, also es gibt ganz viele Enjeux für Europa und es hängt dann natürlich davon ab, wie sich das Europäische Parlament nur die Wahlen zusammensetzt, wie zu gucken, wie man die verschiedenen Probleme können umgehen. Du hast erstens mal die geostrategische Lage von Europa mit dem Krieg an der Ukraine. Es gibt aber auch ganz viele institutionelle Probleme an der Europäischen Union. Wir hatten die Diskussion auch heute zuletzt mit der Einstimmigkeit. Wir haben ein Migrationsproblem, ein Rechtsstaatproblem. Wir haben ein Problem von individuellen Freiheiten an der Europäische Union, wo natürlich für Reisler zum Beispiel Meinungsfreiheit ein ganz wichtig ist, aber noch wird wirklich auch für die Zukunft von Europa ganz essentiell als die schwierige ökonomische Situation, auf wem kriegen wir als Entreprise mehr kompetitiv gegenüber anderen großen Wirtschaftsräumen. Ich meine, das sind die größten Defien an ich meine, dass wir als die konservativ darüber gut antworten können gehen. Die hat für gestern gesagt, die will die für eine friedliche Politik an der Ukraine ersetzen. Was das dann an Gene eine Friedenspolitik? Mir sehen lo, dass der Staat Ukraine eigentlich innergeht. Der Krieg geht verloren, hat einen riesigen demografischen Verlust gehabt, die Ökonomie als Futti, die politische Szene an der Ukraine als zerstritten. Es gibt nicht mehr noch mal Kriegsrecht regiert. Das ist ein Land, das praktisch Männer an, wie gesagt, den Gang als Krieg zu verlieren. Eine Pro-Ukraine-Politik an dieser Situation kann eigentlich nicht mehr herstellen, den Krieg so sehr wie möglich auf den Ende zu bringen. Und du hast nicht mehr EW, wenn ihr nicht will, der Staatsinnergang an Kafuelen as nimmen de wewende Verhandlungen meiglech. Ich verstehe also net, wann ihr seht Ukraine unterstützen als Waffe lieferen oder de Krieg verlängeren, der das ganz sicher die falsche Approche. Wir brauchen Verhandlungen mat Russland für den Krieg op benennt zu bringen. Du hast natürlich eng Variable mens wichtig, nämlich Russland, Moskau muss willen, ob den Verhandlungstisch kommen. Hue dir da wirklich gefehl, dass Russen lo zum aktuellen Stand von den Operationen hier gesehen, dass die letzte Woche sich kaum intensiviert tun, dass sie wirklich gegen den Verhandlungstisch kommen. Ich meine ja, weil auch Russland hat ein Interesse drohen für ein langfristig Perspektiv an der europäischer Zusammenarbeit zu entwickeln. Es geht also nicht nur um den Krieg, mit geht doch über den Krieg raus. Und ich muss so, und ich habe das Gefühl, dass die noch anderer muss und die Verhandlungstisch mehr oder minder ziehen. Da denken ich an Wahlen an den USA, wo vielleicht die aktuelle Regierung nicht daran interessiert, dass wir ausgesehen als hätte um Terrain den Krieg verloren. Führende Wahlen, also es gibt schwierig mit alle beteiligten Parteien, auch mit der Ukraine selber, den natürlich auch muss sitzen, ob schon sie ganz eingeschränkten Handlungsspielraum hat. Aber ich meine, das Kunst von der Diplomatie und ich meine, das ist wirklich urgent, dass wir da auf die WW-Verhandlungen gehen. Gehen wir von der Außenpolitik rüber bei Innenpolitik und innenpolitischen Konstellationen. Es gibt viele von der Gefahr geschwärzt von einem Rechtsruck. Gesieht ihr die Gefahr auch so oder ging die das relativieren? Nee, ich gesehen die Gefahr und ich ging sogar mehr weit gehen wie das. Wir leben ein bisschen in einer Zeit, wo ganz viele Extremismen noch linke Bob an den Woke-Bewegungen, den Islamismus wird das an den letzten Jahren viel beschäftigt, Ökoradikalismus geht doch, also es gibt eine ganz Reihe von extremistischen Tendenzen, so viel wie ich da manchmal am Leben noch nicht gesehen habe, wird man von den letzten Jahren da gesehen, und da stellt sich natürlich froh, wie man da umgeht, ganz klar. Es sind Mengen, ich soll den aber de we sichern für Klivagen an der Gesellschaft zu verhindern, weiter Verdeivungen von Gegesetz wird für die Gesamtgesellschaft nicht gut, das präkonisieren mir immer we um Dialog da nicht von wo Konzessionen bei Sachen, wo ihr keine Konzessionen kann machen mehr, wo wenigstens auch kein Brandmauern oder einer Mauern oprichten. Ich meine, das nicht dinglich ist und das auch ein we von einer gewisser moralischer Selbstgerechtigkeit an einer vielleicht doch ein argumentativer Schwächt von den op DW will goen an der das mengsch net gut muss immer Extremismen können an Dialog treten wit probieren ze entschärfe besonders bei den jungen Leute. Ging dir dann noch den Dialog mat ennger AfD sichchen als Erklärung des wochen sich ja die französische Rechtspopulisten vom Rassemblement National offiziell von der AfD distanziert, wat mecht da der? Also mir hat die froh gestaltet, man kennt den am Europaparlament Martinen zu Summe schaffen und die froh hat sich lo effektiv erledigt. Schmenge sie nicht bei Idee an zu Summen zwischen politische Gruppen we AfD darüber reagiert dann die Idee nur de Wahl kann sich lo nicht so mir mal Blick aus der AfD für Reis ja auch sowieso nicht theoretisch mehr ein Gesprächspartner. Allgemein wie gesagt verweisen ich ob das was ich für Druck so tun es sind der Meinung der dem muss können Schweizer mit Linksextremisten mit Rängen weil ich mengen dat
Ausschlussmentalitäten wirklich echt ein Gefahr für die Gesellschaft sowieso etwas. Die sind eine EU-kritische Partei, die wiederholt gern mit sind andere auch sogar auf der anderen Seite vom politischen Spektrum wie die Link zum Beispiel. Wenn man denke über die Ökonomie schwätzen, die wird gesagt, die EU hat Probleme. Wer muss dann eine EU machen für hier Ökonomie zu relancieren, wie unterschiede ich du vielleicht von den anderen Parteien? Also die EU huet ganz viel reglementiert a wenig innoviert, dat immer gesot, dat eng Analyst die mir deelen, wann man mat Entreprise schwätzen, so se dat ze ganz viele nach der Bürokratie leiden. Da gëtt doch Parteien, die proposeieren méi Bürokratie ze schafe, wie gen Bürokratie ze kämpfen, das net als Approsch. Wir muss einfach higoen a manner politisch Zwäng op als Entreprise lehen. Wir hatten du ganz krass Beispiele mat dem Lieferkettegesetz, wo hinnen eigentlich staatlich Aufgaben oberlecht gehen. Wir hunn och eng Notwendigkeit für die Green Deals überprüfen méi wie enger hinsicht. Ich mengen muss Technologie opbesehen bei der Energieversorgung, auch bei der Motorisierung. Wir wollen nicht die Leute imposieren, Elektro zu kaufen. Wir wollen, dass diese Entreprise frei sie auch können de Verbrennermotor für uns entwickeln. Aber wir müssen noch gucken, dass wir international Handelsakkorde weiter kreen, dass da Möglichkeiten sind, aber bei der Dekarbonierung, das ist ganz wichtig, ein anderer Approach gehen. Das war ganz interessant, mir hatte Gespräche auch mit Vertreter von Entreprisen, die als ausgerechnet tun, dass die ganzen Druck, den ausgeübt wird am Kader vom Green Deal, ob der Entreprisen, ob andere an dieser Gesellschaft schlussendlich zu einer Abspurung von 0,4% gegen feiern, also so gut wie nicht. Dafür proposiere mir ein ganz anderer Approach, nämlich zur Erneuerung, wo Kohlekraftwerke der Welt wie zu großen Ökonomien an dem Bereich zu kommen. Ein ganz anderer Approach oder auch Punkto Migration, die will die illegalen Migration komplett stoppen, weil das klingt ein bisschen utopisch. Wie soll das da gehen? Also das vielleicht utopisch. Ich weiß nicht, ob ich komplett stoppen, das aber der politische Ziel, wo man will nicht hin. Das ist auch ein Rechtsstaatlichkeit. Wir sind ja nicht gegen die Migration. Das ist selbst ganz klar, weil legal kann sein, also sich als die Festung Europa, aber ob sie als ob für Leute, die wirklich Schutz brauchen, die Asyl sichern, weil sie verfolgt sind, sie als ob für Leute, die legal wollen an die Europäische Union rankommen. Wir wollen mal so, wir wollen komplett stoppen, das ist eine ganz wichtige Message, den ich noch muss kredibel weisen, weil all die Leute, die an Europa sich op de Weh machen iwwer Mittelmeer, den Herr Schmidt hat gestorben an der Debatte nach iwwer die Zustand an Tunesien geschwert. All dat Leid wird man verursachen, dadurch dat man die Hoffnung vermitteln, dat man irgendwelche Schleiseaktivitäten oder so Leute können illegal an Europa raresen, du eng Matverantwortung. An für de Matverantwortung in dem Leid net wir müssen zu drum muss eine klare Message gehen, wann der Welt an der Europäische Union, da geht dat nimmen iwwer de legale Weh. Da sind wir op mir 100 an der Chamber lorem gemerkt es foch mat der Blue Card dann so weiter. Mir brauche Leute auch aus der Immigration, weil als Entreprise qualifiziert Leute brauchen als Sängerei wo grin, aber wir wollen die klare Message gehen, illegal geht es nicht mehr. Da der hat das vor Video op de soziale Medien gepost, wo die en Extre vom DP Europadeputierte Charles Goerens weist. Doranner seht hier just Referenden viren Schitz. De Video, den aus dem Kontext geraubt, mengte den Herr Goerens wie Genreferenden hin oder op dieser Platz klargestalt, dass dat net stimmt. Hier wir pro Bürgerbedeligung hin und just klargestalt, sind net gut ging fannnen für Referenden zu machen, iwwer existenziell frohen. Mg froh Herr Karteiser, dir sieht du nur am Video zu gesinn, du stellt froh, wat mat der DP gene lass hu er den Video do bewusst so geschnitten. Dat echt oder schneide gelos, das wird er vielleicht nicht selber gemacht. Das echt, was ich will so, dass geht über dem Herr Goerens so viel Respekt tun und so viel freundschaftliche Ausstellungen, dass ich das nie ging machen. Ich ging nicht dem Herr Goerens etwas will an den Mund leben, der nicht gesucht wird. Und hat aber das Gefühl. Wenn er das Video guckt, wo dem Europa im Sitz tun, da sieht dass Herr Goerens selber sech explizit op de Referendum iwwer Deutschländer Wahlrecht bezieht das dran an dem Video halbe Satz bezieht sich ausdrücklich op de Referendum iwwer Deutschländer Wahlrecht an da se den sichtlich enttäuscht vom Resultat, dat wurden die 80% Medierin Dir se dat mis den ernst desideieren an dofir de Referendum wer schiet das also am Kontext vun engem Referendum wohin eng einer Position vertreten huet an dat as klar an dem Video dran.
an du denke mir war dat wann Leiit dat man 80% oder mat 50% kennen eng Majoritéit vun de Leiit nee zum Ausländer Weltrecht gesud an schmengen dat ergören der Dolo no awer so mist akzeptieren. Ja die sieht ja fir méi Bierger Bedelegung, dat steht doch iwwer alle bere Wahlplakate, wat hecht gene, wie will dat Bierger noch méi bedelegen? Wir sinn sech ganz viel direkt Demokratie, also 4 Referenden hat ja ne an eng gut sinn, dat kann hin op verschiedenen Manieren organisieren, muss ihn so organisieren, dat die 2 Seiten u sech dieselbe Chancen hunn fir hier Argumenter 4 zu bringen. Wir hatten dat net vu iwwer den Verfassungsvertrag von der Union aufgestimmt hatten. Wir hatten net 2015 bei der Kampagne iwwer den Deutschlander Wahlrecht an 16 Jahre und so weiter. Das wichtig, dat man eng Referendumskultur entwickeln, wo man auch wirklich den 2 Seiten dieselbe Möglichkeit gehen. Die Bürgerforen, die lo an der Lächt auch bei Gambia gemerk goen, dat as ke gute weh. Dat sind awer präselektionéiert der stark gesteuert Institutionen, die do net Institutionen mit Foren, die do geschafft gehen, die net repräsentativ für Gesellschaft sind besser als Referendum, wo Jury kann man aufstimmen. Dat war den Deputierten an Spitzekandidat für die Europawahle von der ADR. Da löscht Nummer 9. Merci für Besuch dem neuen am Studio, Herr Karteiser. Merci für die Invitation, Madame.